Geht es Ihnen schon wieder besser, Mr. Wake? Ich würde jetzt gerne gehen. Ist das möglich? Naja, wir müssen noch über ein paar Sachen Bin reden. ich verhaftet? Nein, natürlich nicht. Aber ich muss auf jeden Fall wissen, wo Sie wohnen, damit ich Sie erreichen kann. Das Motel ist nichts. Das Majestic ist bekannt für Kakerlaken. Die Hütten in Elderwood sind aber ganz nett. Das klingt gut. Ich bin Dr. Emil Hartmann. Ich möchte Sie gern in die Cauldron Lake Lodge einladen. Haben Sie mit meiner Frau gesprochen? Ich hatte schon mehrfach das Vergnügen, mit ihr über Ihre Situation zu sprechen. Haben Sie was mit ihr abgemacht? Ich habe Sie hierher eingeladen. Meine Klinik ist ein Ort, an dem... Oh, hey, ganz ruhig. Hey, keiner bewegt sich. Hände weg von meinem Klienten. Wer sind Sie? Ich bin Barry Wheeler, sein Agent. Haben Sie was mit Mr. Wake zu klären, dann reden Sie mit mir. Ihr Landeier werdet euch noch wundern, wenn ich meine Anwälte loslasse. Mir ist nichts passiert, Sarah. Mir geht's gut. Ich will ihn nicht anzeigen. Mr. Wake, mein Angebot steht noch. Bring mich hier raus. Was zum Teufel sollte das, Al? Wir brauchen keine Wiederholung dieser Sache mit den Paparazzi. Ich dachte, sie würden dich einlochen. Ich musste mit jemandem reden. Ich erzählte Barry alles. Er dachte, ich sei verrückt, aber als er vom Manuskript hörte, hatte ich ihn. Dass ich etwas geschrieben hatte, reichte ihm, auch wenn ich mich nicht daran erinnern konnte. Er roch Geld. Und er glaubte mir, dass Alice entführt worden war. Alles andere war erst einmal egal. Um Mitternacht war ich mit dem Entführer an einem Ort namens Lovers Peak verabredet, irgendwo im Elderwood Nationalpark. Unser Plan war, eine Hütte zu mieten. Das ist nicht gut, Al. Es gefällt mir gar nicht, absolut nicht. Es ist das klare Gegenteil von gut. Mr. Wake! Barry, Sie haben ihn gefunden. Hi, Rose. Oh, wow. Ich habe auch gerade an Sie gedacht. Toll. Ich habe Rusty eben einen Kaffee gebracht. Er ist auf dem Balkon, kümmert sich um Max. Armer Kerl. Ich muss wirklich los. War schön, Sie wiederzusehen, Mr. Wake. Bis später. Wer ist Max? Was für eine blöde Kuh. Himmel, Mister, ich leg mich mit jedem an. Es ist nicht Ihre Schuld. Sie ist sehr nett. Und was hinzukommt, ein Fan von dir. Sie hat sogar eine... Ja, sag mal, Barry, Website halt doch mal die eingerichtet. Schnauze. Und sie war sehr hilfsbereit, als ich nach dir gesucht habe. Ernsthaft, was du mir im Auto erzählt hast, hör dir bloß mal selber zu. Was, du hast jemanden erschossen? Und seine Leiche hat sich in Luft aufgelöst? Wann hast du das letzte Mal geschlafen? Bist du high? Hast du was getrunken? Nein, Mann, Barry, mir fehlt eine Woche. Irgendwer hat Alice. Alles Weißt ist du einfach... eigentlich, wie es sich anhört, wenn du so ein Zeug erzählst? Ich meine, ist eine gute Story, wie ein Bestseller. Wenn du anfängst, Fiktion mit Realität zu verwechseln, bist du bald reif für die Klapsmühle. Warte hier. Mann, ich bin high wie ein Stier. Ja, pass auf. Erst mal umschauen. Was haben wir denn da? Broschüren. Da gibt es wahrscheinlich ein Klo, oder? Schaut mal. Aber ich muss nicht. Gerade einmal nicht gehen. Und da haben wir einen Mammut. Skelett eines Prärie-Mammuts. Der heißt Hasenzahn Charlie. Oh Gott. Ja, pass auf. Rusty. Wer denn Rusty? Ja, da draußen. Wo tut denn der? Frisst der den Hund? Ein Hundefresser. Hallo Rusty. Ganz ruhig, Junge. Es ist fast geschafft. Hi, Rusty, stimmt's? Sie vermieten Hütten. Mr. Wake, ich wollte Ihnen ja die Hand geben, aber es geht gerade nicht. Tut mir leid, aber könnten Sie vielleicht selbst ein Anmeldeformular vom Tisch holen? Es ist gegenüber von Hasenzahn, Charlie. Okay, klar. Was ist passiert? Hirnlose Wilderer. Max ist mit seinem Fuß in eine Falle geraten. Die sind hier verboten. Es ist generell verboten, im Park zu jagen, aber ein paar Hohlköpfe können es einfach nicht lassen. Immerhin kommt Max wieder in Ordnung. Er hat Glück gehabt. Ja gut, ein paar Deppen gibt's immer, gell? Max ist noch benommen von der... Auf jeden Fall ist der Rusty der Park Ranger. Das Formular liegt auf dem Tisch gegenüber vom Du kannst dich nicht einfach mit einem Entführer treffen. Doch, kann ich. Endet doch immer in einer totalen Katastrophe. Du musst mit den Cops reden. Sie ist meine Frau. Ich entscheide das. Können wir später darüber reden? Nein, diese ganze Sache. Hör mal,
Du hast dir den Kopf angestoßen. Ich meine, ey, komm schon. Du musst doch wissen, dass sich das völlig verrückt anhört. Wenn du mich verarschen willst, dann hat's geklappt. Haha, lasst uns Barry verarschen. Tja, du hast mich eingelegt. Echt witzig, Al. Du kannst jetzt aufhören. Nein, Barry, jetzt gibt's Selbstjustiz. Aber erstmal fülle das Formular aus. Rusty das Formular geben. Ja gut. Der tut da draußen noch ein bisschen rumdoktern. Ja, wie schaut denn aus? Hier ist das Formular. Und hier sind die Schlüssel. Okay, es ist alles geregelt, Mr. Wake. Schön, dass Sie unser Gast sind. Danke. Und wie komme ich zum Lovers Peak? Oh, na klar. Er liegt am Ende des Naturlehrpfads. Der Weg führt Sie direkt dorthin. Es ist ein Spaziergang. Und ein schönes Plätzchen. Ein Spaziergang. Wenn Sie sie nicht gleich finden, orientieren Sie sich am Antennenmast. Sie befindet sich genau darunter. Oh, und passen Sie auf, falls Sie durch den Wald gehen wollen. Nicht, dass es Ihnen so geht wie Max. Ich bin etwas besorgt. Wir haben da draußen ein paar Camper, von denen wir länger nichts gehört haben. Nicht, dass sie sich regelmäßig melden sollten, aber mit diesen Fallen... Naja, ich will einfach keinen Ärger. Okay, danke. Ja, also gut. Ja, Ranger. Auf jeden Fall, das da hinten ist der Lovers Peak. Der Berg mit Antennen. Hör mal, ich soll dir glauben, dass du einen Typen erschossen hast. Bups! Und der sich dann in Luft auflöst? Ja, nicht nur einen. Unverwundbar, bis du ihn mit einer Taschenlampe angeleuchtet hast. Das erzählen sonst nur Leute, die bis auf Weiteres in Gummizellen einziehen. Mensch, hat die Schnauze Im mit. Bett fixiert, mit weißen Kitteln an, die viel zu lange Ärmel haben. Und jeden Tag bunte Pillen schlucken. Al, du machst dich sonst immer auf mieseste Art über Leute lustig, die so einen Quatsch glauben. Du bist der Skeptiker. Erst letzten Monat bist du stundenlang über Homöopathie hergezogen. Wie war das noch? Oh Gott, die holt ihm Solange aus. es Geh keinen weg da. Beweis gibt, ist es völliger Quatsch. Das ist doch verrückt, Al. Al? Wir sollten zum Sheriff oder zum FBI. Verdammt, Barry, sie töten sie! Das ist keine Diskussionsrunde, Barry. Was? Ich gehe zum Lovers Peak. Und ich soll allein kommen. Okay. Ich verstehe. Du bist mein bester Freund und ich fürchte, dass du durcheinander bist. Sag mir, was ich tun soll und ich tue es. Du bleibst hier. Und wenn ich morgen nicht zurück bin, ruf die Kavallerie. Was? Was? Also, kein FBI und kein Sheriff. Mit den Einheimischen Selbstjustiz. zu tun hat. Diese Hinterwälder sind gefährlich. Sie hassen Touristen. Denk nur mal an, beim Sterben ist jeder der Erste. Gesundheit. Dieser Ort hier bringt mich doch um. Hier gibt's garantiert Schimmel, Sporen, Gift, Efeu und Gott weiß was. Die Ja, wissen ich gehe mal. 15% Anzahlung nehmen. Bevor er mich umbringt mit dem Gequatsche. Hab ich vielleicht eine Knarre? Nein, ich hab keine. Was? Moment, schon da. Da haben wir Batterien und eine saubere Pfanne schön. Respekt. Das lobe ich mir. Ja, da ist zu. Ja gut, gehen wir. Wir müssen zum Lovers Peak. Wie gesagt, war das der Berg mit der Antennen. Wo muss ich denn hin? Da aussehen. Ach, jetzt habe ich schön meine Knarre. Halte die Stellung. Im Geist bin ich bei dir. Bei jedem Schritt, Al. Ich schließe dir die Tür ab. Ja, der quatscht immer noch, ha? Und da haben wir wieder mal eine Seite. Was haben wir denn sonst noch? Barry hatte die Mietwagenschlüssel. Der Weg zum Besucherzentrum war nicht weit. Und im Wald war das Auto ohnehin nutzlos. Ja gut, gehen wir zu Fuß. Allerdings könnte ich noch ein bisschen Munition brauchen. Ich mein 12 Schuss. Ich wusste, ich hätte zur Polizei gehen sollen. Das war nicht gerade clever von mir, aber ich war immer noch wütend auf Barry, weil er es mir ausreden wollte. Diese Typen hatten mich angerufen, als ich auf der Wache war. Sie hatten keine Angst vor den Cops.
Und sie hatten Alice. Alan, keine Panik. Das kann man schon regeln. Pass auf, was haben wir denn da? Hä? Was ist passiert? Scheiße. Ich verpasse die beste Action, gell? Wer wohnt denn da? Ja, ist gut, ich bin's. Der Nachbar. Ja, so kann er daheim. Pass auf, da haben wir einen Radio. Willkommen zurück, Freunde. Wie versprochen hatte sich unser guter Dr. Nelson gerade hier im Studio bequem gemacht. Doc, wie sehen Ihre Hirschfestpläne aus? Ach, Patronen. Meine Pläne? Bei Ihnen klingt das so organisiert. Das ist so gar nicht meine Art. Ich habe keine bestimmten Pläne. Ich will einfach die Atmosphäre Ja, warte mal. genießen. Für alles Wer war denn andere das? bin ich doch schon etwas zu klapprig, wissen Sie. Ich meine, ich war ein Spanner, ha? Er spioniert mit den Ausschaus. Ja, genau, Pat. Aber ich werde mir natürlich die Parade ansehen. Und ich bin auch Preisrichter beim Backwettbewerb. Ja, wo ist er hingegangen? Mein Gott, ich brauche noch ein bisschen Munition. Mit 24 Schuss bin ich noch nicht zufrieden. Was ist ein Erdbeben, hä? Es bebt die Erde in Bright Falls. So, wer haust denn da? Oh. Ich glaube gar keiner. So wie es da ausschaut. Hallo? Jemand daheim? Ich muss eintreten? Ja gut. Trete ein. Im wahrsten Sinne. So, da haben wir einen Fernseher. Schuld und Sühne. Krebs und Heilung der Menschheit. Doch manche Verbrechen kann man nicht bestrafen. Vor allem in Night Springs. Heute Abend der Mann im Spiegel. Der Mann im Spiegel. Allerdings habe ich gerade Zeit. Oh, da ist ja Blut. Er ist drin, Agent. Ja gut, ich mag wetten, das ist bloß Ketchup. Oder er versucht seine Pommes zu essen. Und hat gekleckert. Ihr habt doch ein Date auf dem Lovers Pigomat. Mein Telefon. Ja, was haben wir da? Ich muss ein bisschen suchen, gell? Aha, eine Seite, mehr nicht. Ehrlich gesagt, wird man mehr Munition lieber gewinnen. So, was haben wir da? Eine weitere Seite. Ja, wenn es so weitergeht, habe ich bald Papiere zusammen. Die Vision hatte mich geschwächt. Es war keine Kopfverletzung. Was sagt er? Was ist los? Rusty, durchhalten, ich komme. An Rusty Hafer? Was? What the trouble? Hallo Rusty. Hallo? Du schaut du aus. Da ist nix. Was? Ja, ich höre ihn schon. Er jammert. Wo ist er denn?
Ja, was ist denn da los, hä? Ist der Mammutausbrucher? Hallo? Ich bin hier hinten. Hallo, helfen Sie Was haben wir so näher gestellt, schon wie das ausschaut? Gottes Willen, Rusty. Ich bin hier. Ich bin verletzt. Mr. Wake? Oh Mist. Es geschah genauso, wie es auf der Seite stand. Gefunden. Wurde wahr. Es wusste. So dunkel. Es wird zurückkommen. Sie müssen. Die Lichter. Im Büro. Ich habe den Schlüssel. Okay, Rusty. Ganz ruhig. Ich bin gleich zurück.